Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitterlüt. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. In dieser Sendung bin ich auf dem Simplon unterwegs. Einer der schönsten Alpenpässe der Schweiz. In der imposanten Gondo-Schlucht steige ich 250 Meter weit in die Felswand, um das Steinschlagnetz zu kontrollieren. Im Simplon-Tunnel wird es richtig heiß. Der Löschzug von der SBB probt den Ernstfall. Und am Schluss der Sendung geht es noch einmal an Fels. Ich versuche, einen Bergkristall zu finden. Das ist SRF Bitterlüt, Wunderland. Auf der Passhöhe liegt noch Schnee. Die Alpen-Südseite hat einen strengen Winter hinter sich. Der 9 Meter hohe Adler ist das Wahrzeichen vom Simplon. Da, wo ich stehe, stehe ich mit ausdrücklicher Erlaubnis vom VBS. Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin im Inneren der Adlerinnen auf über 2000 Meter über Meer. Es ist ein Denkmal, das man gebaut hat für die Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg hier oben auf dem Simplon im Einsatz waren. Und noch heute schaut der Adler Richtung Süden und schaut, dass nichts Böses über den Pass unten raufkommt. Es war übrigens in dieser Sendung nicht das letzte Mal, dass wir im Inneren des Steins etwas Geheimnisvolles entdeckt haben. Im Fels vom Simplon verstecken sich viele Schätze. Zum Beispiel Bergkristall. Der Erich Schneidrig ist Strahler aus Leidenschaft. Und er versucht mit seinem Wissen schon mal eine Kluft zu finden, wo mit etwas Glück dann am Schluss etwas drin ist. Und dass in der Zwischenzeit niemand anders dort graben geht, markiert das Loch mit meinen Initialen. Wenn das hier die Schweiz ist, dann sind das die Alpen. Der Simplon ist der Pass, der das Wallis mit Norditalien verbindet. Oder genauer, Brig mit Domodossola. Von Brig bis an die Grenze zu Gondo sind es rund 40 Kilometer. Die Passhöhe ist auf 2005 Meter über Meer. Mein erster Reisetag starte ich auf der Passhöhe und von dort wandere ich auf dem Stockhalperweg Richtung Süden. Am Fuß vom Fletschhorn soll es Steinböcke haben. Die wollte ich schauen. Durch Simplondorf gehe ich Richtung Gondo-Schlucht. Ein früherer Festungswächter zeigt mir sein Reich, das Fort. Zu Gondo angekommen, schaue ich mir die Felssicherung in der steilen Felswand an. Und im Rustici Sempioncino ist sie mit der Familie Escher zur Nacht und lässt den Tag ausklingen. Der Sommer lässt auf dieser Höhe noch ein bisschen auf sich warten. Dafür habe ich die zig Kilometer Wanderweg ganz für mich allein. Das Gebäude hier mit dem Türmli drauf ist der alte Spittel, gebaut vom Kasper Stockhalper.
einem Walliser Kaufmann, der durch den Salzhandel reich geworden ist. Früher konnten die Reisenden gratis übernachten. Heute kann man als Gruppe den Altspittel mieten. Anstatt den Pastor ab, zieht es mich noch mehr in die Höhe. Der Wildhüter Josef Thehler zählt im Moment gerade die Steinwild. Immer dabei bei seinen Wanderungen die Schweisshündin Bagheera. Schau da. Ja. Ist denn eine Brave? Gibt nichts an, wenn ich komme. Hey, jetzt habe ich Josef. Gut, danke. Oder müssen wir leise sein wegen der Steinböcke? Ja, hier noch nicht, aber wenn er nachher weitergeht, dann wird es ein bisschen leiser. Wer bist denn du? Das ist die Bagheera. Bagheera, aus dem Dschungelbuch. Im Dschungelbuch, ja, ja. Was ist das gemeint? Ist das alles simpel, oder? Dass der Josef gerne in der Natur ist logisch. Schon als kleiner Bub mit dem Großvater auf die Jagd, dann 20 Jahre lang Förster und jetzt lebt er seinen Bubentraum als Wildhüter. Das Wildgebiet von Josef rund um Simplon ist riesig. 266 Quadratkilometer oder grösser als der ganze Kanton Zug. Der Winter auf der Alpen-Südseite war so lang und hart wie schon lange nicht mehr. Das haben viele Tiere nicht überlebt. Hallo dort. Oh. Etwas gefunden, Bagheera? Der gibt's. Das hat nicht überlebt, weil es verhungert ist oder weil es in eine Lawine gekommen ist. Ja, wir haben auf der Südseite einen relativ strengen Winter gehabt, auf der Südseite. Und zwar haben wir fünffach Schneemenge im 10-jährigen Mittel. Also jetzt bis zu 3 Meter Schnee zeitweise gehabt. Und das über Wochen. Und das zählt natürlich schon an diesen Tieren. Und da kann ein schwaches Tier nicht überleben. Also vor allem sind das die Gitza und die alten Tiere. Das ist irgendwie ein Gesetz von der Natur. Und der Mensch kann das nicht immer verstehen. Der hat eher die Bambi-Mentalität im Kopf. Und in der Natur gibt es das nicht. Ja, Bambi-Mentalität? Bambi-Mentalität, ja. In der Natur tut einfach der Starke überleben und der Schwache der fällt weg, Sommer, Winter. Und das ist eigentlich ganz etwas Normales, was es gibt. Hast du denn vielseitige Fälle jetzt? Ja, weil es schon recht einbüßen sind, aber vor allem mit den Kids, in dem Kids-Jahrgang, mit Gemsch und Steglitz, recht viele Kids sind da umgekommen. Das wird sich irgendwo wieder einpendeln in den nächsten Jahren, wenn nicht wieder so ein harter Winter kommt. Das wird sich in kurzer Zeit, in 2 Jahren pendelt sich das wieder ein. Also die Natur hat eigentlich viel mehr Geduld als der Mensch. Der Mensch ist ein bisschen ungeduldiger. Und in der Natur spielt das eigentlich keine Rolle. Das hebt sich wieder auf. Gut. Nein, Bagheera nicht. Jetzt wollte ich aber noch ein paar lebende Tiere sehen. Der Josef meint, die sägen sich im Moment gerade am Sammeln. Im ganzen Gebiet hat es wie viel? Meine Müffelsgebiete hat 270, 280. Oh, das ist aber recht. Ja, aber hier sind einfach schon ein paar kaputt gegangen. Das ist ein alter, der links. Ja, der hat ganz so runde Haare und glatt geschliffen sind die. Ich als Wildhüter-Anfänger. Und der hinten dran ist noch mal so ein 10, vielleicht 11-Jähriger. Und die anderen sind so mittelalte. Die 2 sind eher kleine. Wir sind ja beides nicht wirklich Weicheier, oder? Aber frösteln das ein bisschen jetzt schon. Überlegst du nicht manchmal, wieso dass die sich diesen Lebensraum ausgesucht haben? Ja, die suchen, das ist ein Alpenbewohner, die haben gerne gutes Kräuter, und die sind natürlich hoch und tief. Und haben Felsen, haben ausgesetzte Partien, haben nicht gerne die Sonne am Sommer. Und die sind sehr beweglich und gehen weit umeinander. Sehr eindrücklich, ja. Du, danke vielmals. Bitte, das ist gerne geschehen.
Etwa 9 Kilometer südlich von der Passhöhe liegt Simplondorf. Mit gut 300 Einwohnern der grösste Ort der Region. Von da kommt das berühmte Walliser Roggenbrot. Der Dorfkern mit den alten italienischen Steindächern gehört zum Inventar der schützenswerten Objekte der Schweiz. Das ist die imposante Gondoschlacht. Und da versteckt sich etwas, was es offiziell ganz lang gar nicht gegeben hat. Ich bin hier hoch über der Doveria. Das ist der Bach, der da nicht in Richtung Italien fließt. Das ist schon zu Napoleon-Zeit ein ganz wichtiger strategischer Ort. Und darum hat die Schweiz da Anfang 20. Jahrhundert die Festung gebaut. Heissen tut sie vor Gondo und ist bis Mitte 90er Jahre von der Schweizer Armee gebraucht worden. Wenn ich mich richtig erinnere, war sogar mein Großvater da oben im Dienst, im Aktivdienst während dem Zweiten Weltkrieg. Und das Fort, das kann man heute noch anschauen. Und für das habe ich den besten Mann. Er war über 30 Jahre lang Festungswächter hier drin. Guten Tag wohl. Ich bin der Nick. Freut mich. Der Oswald. Jawohl. Sehr gut. Hey, das ist ja massiv, da, bis man da überhaupt drinnen ist. Ja, das ist recht gebaut. Wie viele 100 Meter Stollen hat es da? Also der Oberteil, der jetzt drinnen läuft, hat rund 300 Meter. Alles von Hand rausgehauen. Ja, das ist jener als so von Hand gebohrt und ausgesprengt. Und das ist der offizielle Wanderweg, der jetzt so durchführt? ja, das ist der offizielle Wanderweg. Im Sommer und im Winter ist ja alles zu. Alles ist genau noch so eingerichtet wie dazumal. Aufgewachsen bist du im Zwischbergental. Ja. Das ist wirklich das hinterste Tal. Es geht fast nicht mehr weiter, oder? Ja, aber im Sommer das schönste Tal. Das ist, Im Sommer das schönste Tal? ja, im Winter hat es viel Schnee, aber im Sommer ist es wirklich sehr schön da hinten. Ist das ein Bubentraum von dir, dass du zum Festungswach gehen kannst? Ja, weil mit uns Einschüfe sind eben auch in der Infanterieanlage gewesen. Und da sind die Festungswächter im Winter und auch im Sommer. Jede Woche sind die noch mal Patrouille gegangen. Und die sind da in Uniform gekommen. Und das hat ihn fasziniert. Und dann ist man ins Militär gegangen und bei euch da noch Kanonier gesehen als in der RS. Und das hat mir von da weg gesagt, wenn es wie geht, so probierst du wieder dazu zu kommen. Und dann haben wir da tagelang oder wochenlang auf einen Russ gewartet da innen. Ja, zuerst wären auch mal die Italiener gekommen, bevor das die Russen wären gekommen. Nein, man hat einfach Unterhalt gemacht. Die Waffen, hier sind jetzt so Zechenwaffen drin. Und so, die Waffen, wenn du die nicht Unterhalt machen tust, dann hast du die sofort einen Rost. Hast du daheim erzählen, was du machst? Hat deine Frau gewusst, wo das du schaffst? Was für ein Beruf, ja, aber was ich gemacht habe, nicht. Das ist, der Zeit ist das also streng geheim gewesen, was du hast gemacht. Jetzt machst du Führungen da innen und bist immer noch da. Ich glaube, du kannst dich einfach auch nicht lösen von dieser Festung. Ja, also das macht mir immer Freude, wenn ich hier vorbeikomme. Und das kommen so alte Erinnerungen, wo man sieht, wie der Weg hier war, so ist das schon eine sehr schöne Stunde. Gekocht und gegessen und geschlafen. Haben da innen wie viele Leute? Also in der Küche während dem Weltkrieg, was du erzählt hast, haben sie praktisch immer für 100 Mann gekocht in der Küche. Der technische Dienst ist hier gesehen, wir schon so für 10, 15 Personen wieder noch viel müssen kochen. Ohne Frauen und nichts.
Immer nur Mann. Das ist Männersache. Es geht nur Willen und dann geht das schon. Du hast nie mit Frauen zusammen gearbeitet? Doch, doch. Ja, daheim? Ja, das ist schon eine Frau. Nein, von dem her ist das so gegangen. Das ist kein Problem gewesen. Und aber während dem Weltkrieg haben schon recht. Ist die eigentlich das Herz vom Simplo gewesen. Hier sind die Obersten und all zusammen, was höher ist, ist hier untergebracht. Von hier aus ist alles zusammen gestiert worden. Und das gibt es immer noch, man kann es anschauen. Ja. Es ist also irrsinnig, also eindrücklich, wie das... Ja, Tageslicht. Oswald. Ich sage dir einen schönen Dank. Danke Komm dir. gut nach Gombe. Ja, merci vielmals. Dir auch alles gut. Adieu. Ciao. Bis auf Gondo ist es nur ein Katzensprung. Das ist jetzt das Grenzdörfli Gondo. Irgendwie schon speziell wohnen die Leute hier. Die Felswände rundherum erdrücken einem fast. Aber das ist wahrscheinlich nur das Gefühl von einem Auswärtigen. Auch hier an der Grenze zu Italien ist der Stockhalper allgegenwärtig. Das Dorf Gondo ist wieder aufgebaut worden. Sie mögen sich vielleicht erinnern. Am 14. Oktober 2000 ist bei einem schweren Unwetter das halbe Dorf verschüttet worden. 13 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Seither ist punkto Sicherheit viel passiert. Hauptverantwortlich für die Sicherheit ist der Bergführer und Rettungschef Meinrad Bittel. Und er war beim Unglück damals vor 14 Jahren vor Ort. Peach und ich gehen zwar nicht den Fels sichern, aber schauen, wie er gesichert ist heute. Ich bin beeindruckt von dieser Grösse, von dieser Dimension, auch von diesen Netzen. Die sehen von unten immer so klein aus. Das ist ein unglaubliches Material, das da oben ist. Ist das jetzt alles neu seit dem Jahr 2000? Das ist richtig. Das, was du hier siehst, die Netze und auch hier die Wasserrinnen, das hat man eigentlich nach dem 2000, nach dem Unwetter, hat man das gemacht. Und das ist vor allem, hat man das zur Sicherheit von der Straße und natürlich vom Dorf Gondo gemacht. Gell, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das sieht alles so logisch aus, dass man ins Wasser kommt, dass man es wegführen. Und bis ins Jahr 2000 ist man davon ausgegangen, da kann nie etwas passieren. Das ist ja so. Die Gefahr hat man eigentlich vom Zischbergental immer gesehen, weil das Wasser halt auch grosses rauskommt. Aber hier hat man eher für Steinschlag etwas gemacht. Darum hat man hier unten eben die Mauern gebaut, für den Steinschlag abzudämmen. Und schlussendlich ist dann halt die Mauer, sprich das Wasser, das hinter der Mauer war, ist dem ganzen Dorf zum Verhängnis geworden. Es war nicht der Fels an sich, sondern es ist das, was die Menschheit gebaut hat, zum Schutz der Menschheit, hat eigentlich nachher 13 Menschen in den Tod gerissen. Das kann man so leider gut sagen, aber auch, man darf niemandem eine Schuld in die Schuhe schieben. Ja. Dazu mal hat man am besten Wissen und Gewissen geschafft. So, jetzt gehen wir da rauf. Also los, komm. Okay, gehen wir. Gerade hier Achtung geben. Hier gibt es gerade einen dritten Ja, und es hängt dann also auch noch Schlangen. Jawohl. Aspiswipper, jawohl. Hoffentlich sehen wir ihn. Einfach das Darauf ist leicht untertrieben. 250 Meter senkrechter Fels. Die einzige Hilfe sind ein paar Schrauben zum Draufstehen und zum Heben. Der Richtige ist fast das Schwerste. Eine von den exponiertesten Leitern, was es gibt. Wahrscheinlich, ja.
müssen wir aber hier so schauen, ob es kein Anker ausgestreckt hat. Weißt, das ist aber wichtig, ob das Spidernetz hat. Und vor allem unten durch müssen wir immer schauen, ob alles okay ist. Was sind das für Menschen, die bei dir arbeiten und so Felsarbeiten ausführen? Wir sind immer unterwegs, da was gefährlich ist. Und somit müssen wir einfach am Morgen einsteigen, Gedanken machen. Wir gehen arbeiten, nicht sterben. Wir wollen arbeiten und somit ist es eigentlich auch demnach ab euch einrichten, dass nichts passieren wird. Und ihr schaut schlussendlich, dass auch unten noch niemand zu Schaden kommt, dass der Fels nicht kommt. Der Ort Gondo, das ist ja unsäglich eigentlich, dass man da unten wohnen kann. Ja gut, ich meine, wenn man jetzt einmal von der objektiven Gefahr anschauen tut, ist der Felsen sicher relativ gefährlich. Aber mit den Massnahmen, die man jetzt getroffen hat, mit den ganzen punktuellen Verankerungen, die jetzt siehst, mit dem Betonverfahren, hier mit den Spidernetzen, und in dem hat man schon ein Maximum machen für das Dörfchen und auch natürlich für die Straße, für die Nationalstraße. Unglaublichen Aufwand, den der Meinrad und seine Kollegen hier betreiben, für einen Fels zu sichern. Aber er weiss, warum. So etwas wie dann will er nicht ein zweites Mal erleben. Kannst du dir nicht vorstellen, es war eine Weltuntergangsstimmung, wenn ich oben am Eicher kam, mit dem grossen Trax, wie er zu dritt war. Also, man kann sich das nur vorstellen, so vom Fernsehen, von den Filmen und sonst überhaupt nicht. Das war am 14. Oktober im Jahr 2000. Ja. Du bist aufgeboten worden, du hast ein Telefon bekommen als Rettungschef. Ich habe ein Telefon bekommen vom 144, das in der Einsatzzentrale ist. Und sobald man hier unten angekommen, das hat vibriert und gemacht und getan. Ich habe gemeint, das ganze Berg hier zusammen. Und für mich war ganz klar, ich muss zuerst wir einen Geologen haben, der das beurteilen kann. Dürfen wir hier überhaupt retten? Begleitet dich das heute noch, 14 Jahre später? Also begleiten, muss ich sagen, nicht mehr der Wert. Vergessen werde ich das Leben lang nie. Ich habe aber 10 Jahre gebraucht, dass ich es vergessen konnte. Und ich habe nach 10 Jahren effektiv in der Nacht einen Traum gehabt, ich habe 13 Sterne montiert für die 13 Toten hier in der Rudenwand. Und ich habe den Traum nach 10 Jahren erfüllt. Hier leuchten jeden Abend 13 Sterne hier in der Wand drin, die daran erinnern, dass die Leute ums Leben sind gekommen und das musst du nicht vergessen. Ich bin mittlerweile fast wieder vis-à-vis von Simplondorf. Und ich habe Hunger und werde von der Familie Escher erwartet. Die wirtet hier im alten Rustici, mitten in der Natur. Das ist der Chef, der Gregi Escher. Er betreibt das kleine Beizli zusammen mit seiner Frau und den 3 Kindern. Du kannst noch lange da stehen bleiben. Aber Wirte sind die nicht wirklich. Nein, ich habe schon das Wirtenpatent braucht es schon. Weil das brauchst du hier im Wallis. Das hat es gebraucht. Aber es ist ein Hobby. Und wir machen es einfach uns Freude. Und wenn man etwas uns Freude macht, dann macht man es auch gerne. Aber man sagt ja immer so,
Die Vorfreude und so die romantisierte Vorstellung von einem eigenen Beizli, die hat etwa eine Woche und nachher ist es nur noch arbeiten und brutal. Wie ist es bei euch? Nein, wir teilen schon das ein, weil wir nur auf Gruppe, nur auf Anmeldung. Und die nehmen wir auch nicht zu viel Leute. Und jetzt machen wir das 4. Jahr und bis jetzt ist es einmal noch nicht verleidet. Gut. Und du? Hilfst? Ja. Mit 13? Ehrlich, da will man doch lieber etwas anderes machen, oder nicht? Nein, ich mache das gerne. Super. Ja, super. Also, ausser du hättest noch etwas anderes zu essen, aber ich wäre mit dem schon zufrieden. Nein, nachher machen wir dann ein feines Raclette am offenen Feuer. Nachher das Fondue. Gut. Wenn das passt, zuerst noch das Glas. Zuerst ein Raclette als Vorspeise und dann ein Fondue. Ja. Ja, wir sind im Wallis, geil. Ne? Den mit dem Raclette haben wir am Schluss dann gleich weggelassen, weil das Fondue mit Steinpilz ist schon Weltklasse war. Ah, ehrlich? Wegen dem Fußball? Gute Nacht. Am zweiten Tag bin ich früh auf und mit dem ersten Postauto auf Breigaben unterwegs. In Brig darf ich an einer Übung im Simplon-Tunnel mitmachen. Eine brenzlige Sache. Auf der anderen Seite wandere ich durch das wildromantische Zwischbergental. Dort treffe ich einen, der sein Leben etwas anders lebt. Zum Schluss gehe ich mit dem Erich Schneidrig auf die Suche nach Kristall. Wo genau, darf ich nicht sagen, das ist unter den Strahlern so. Da kommt der Löschzug von der SBB. Wenn es irgendwo klemmt, rückt der aus. Tag wohl! Hi, alle gut. Hallo Nick. Ja, im Tunnel regnet es natürlich nicht. Ja, Darum müssen wir dort löschen. Das ist Ihr grosses Glück, ja. Los jetzt, wir haben ein kleines Problem im Tunnel. Wir haben einen Zug, einen Lehrmaterialzug, der vor ist, Richtung Süden. Und der hat 1,2 Kilometer angeholt, hat ein 4 im letzten Wagen. Der Lokführer hat sie schon retten. Das ist ein grosses Glück, aber jetzt müssen wir schauen, was da los ist. So tut es an mir, wenn es richtig tut. Genau so tut es. Ja. Gut. Okay. Und wenn ich irgendwie nebendran herstehen neben dem Feuer, muss ich wahrscheinlich auch noch ausgerüstet werden. Das ist richtig, das machen wir jetzt. Super, wie ein richtiger Feuerwehrmann. Genau, richtig. Helfen, wahrscheinlich steht ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich bin kein Feuerwehrmann. Das ist kein Problem. Gut. Ich würde dir sagen, was wir machen. Der Simplon-Tunnel hat 2 Röhren und ist knapp 20 Kilometer lang. Gebaut worden ist er vor mehr als 100 Jahren. Schon der Zugschluss. Und jetzt gehen wir vor, gehen wir schauen, was da ist. Die Leuchte habe ich hierher. Die haben uns erklären, für was wir die brauchen. Ist gut, gehen wir weiter. Alles klar, ich habe genug Last, das ist gut. Es ist einfach heiß wie verrückt. Rund 25 Mann sind bei so einem Einsatz auf Platz. Okay, also, komm, gehen wir. Alles muss schnell gehen. Jeder muss sich aufeinander verlassen. Jetzt tue ich hier eine blaue Markierleuchte, oder? Dass man sieht, wo die Leitung nachher vorgeht. So. Da wissen die anderen, da hat einer das Feuer schon gesehen. Da siehst du ja gar nichts mehr.
Wow. Und das war jetzt nur ein kleiner Brand. Wahrscheinlich, ich weiss nicht, 50 Grad warm. Oder? Ja, es war wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gewesen. Oder das Problem ist, die Wärme kann nicht weg, oder? Und das war jetzt so ein kleiner bis mittlerer Brand gewesen. Was mir auffallen ist, ihr habt den Tunnel gekühlt. Ist das, weil wir eigentlich in einem brennenden Gebäude drin sind? Ja, weißt, das ist ja so. Die Strukturkiel ist sehr wichtig. Das ist für uns Eigensicherheit. Du musst dir vorstellen, wir gehen rechts zum Vieren, weil das löschen. Und nachher kommt die Smallstruktur auf den Kopf. Das ist eigene Sicherheit. Also 2 Drittel kühlen, 1 Drittel löschen. Das ist so der Grundsatz, den man hat. 2011 hat es das letzte Mal richtig fest brennt hier drin. Wie hast du den Brand erlebt? Was war das? Ich habe ihn sehr heiß erlebt. Da ist ein Güterzug hat hier gebrannt. Da haben wir also Temperaturen 800 Grad und mehr. Also da haben wir nie so hochtrocken wie hier. Weil das hat einfach ein Wagen am anderen hat gebrannt. Aber jeder normale Mensch entfernt sich vom Unglück, entfernt sich vom Brand und ihr geht rein. Ja, das entspricht ja überhaupt nicht dem Instinkt. Ja, aber es ist der Job von uns, oder? Einfach erstens Leute zu retten und nachher Bauwerk und Güter zu schützen, so gut wie möglich. Und immer eigene Sicherheit ist einfach das Wichtigste. Ja, dann wünsche ich dir bei all deinen Einsätzen, was wünschst du mir? Viel Glück. Dass dir nie etwas passiert und dass du immer da bist, wenn gerettet muss werden mit deinen Leuten. Das ist ja so, ja. Hey, super. Ja. Ich gehe weiter Richtung Isel. Okay. Und dann haben wir den Simplon von der Gegenseite noch in Angriff, noch ins Zwischbergental. Ja, dann wünsche ich dir... Ich fange schon an von Walliser, gell? Ja, das ist Walliser rum. Viel Glück und die Italiener einen Gruß. Ja, tu dich gerne ausrichten. Tut richtig gut, wieder frische Luft zu schnaufen. Ich bin im Zwischbergental unterwegs. Und da leben nur noch eine Handvoll Leute das ganze Jahr. Das ist die Alp Herd. Da wird gekäset und das Vieh gesümmert. Der Kollege gehört zum Inventar. Der Herdenhund Vario. Gehören tut er seit kleinem Sen Roman. Er hat ihm alles beigebracht. Die Geissen holen und zusammenhalten ist dem Vario seine Lieblingsbüte. Wegen dem strengen Winter sind erst die Geissen auf der Alp. Die Kühe die kommen in ein paar Wochen. Hey! Oh, warte! Hast du alle? Ja. Wie viele sind es? Sind 47 Stück. Ciao. Hoi. Ich bin der Nick. Ich bin der Roman. Sorry, Roman. Du bist sicher, dass du alle hast? Ja, ja, sicher. Das machst du zusammen mit dem Hund? Ja, der merkt alle. Der vergisst nicht keine. Der weiss bis auf die letzte Geiss, wo das sie sind. Und der Bock, hat er einen Namen? Ja, das ist der JJ. Sali JJ, ey, was für eine Nummer, du. Wollen wir in die Hütte? Ja, mal, gehen wir doch mal reinschauen. Ja, musst du mir unbedingt zeigen. Ja. Sind wir noch? Hallo miteinander. Gehören tut die Alp am Lukas Escher. Escher ist im Wallis ein berühmtes Geschlecht. Ihn hat das aber nie wirklich interessiert. Er lebt sein Leben lieber einfach, dafür so, wie er will. Du hättest ja in die grosse, weite Welt raus können als Hotelier. Du bist von Gleis, Brig, von der Stadt unten raufgekommen. Warum? Ja, es ist so. Ich habe ein bisschen eine andere Basis in meinem Leben bilden. Ich bin ja, meine Eltern haben das alles wunderbar eingerichtet und so das Leben auch schon vorgestellt, wie ich das weitermachen sollte. Mein Vater war ein bekannter Mann hier im Oberwallis. Und er hatte ein Büro, ein Anwaltsbüro und alles. Ja, und der Grossvater war Bundesrat, der Escher. Also es waren einige Erwartungen. Aber es sind einfach die Generationen gestummen, alles zusammen. Aber ich muss einfach sagen, für mich ist das nicht eine Basis. Da habe ich eher gedacht, nein, ich will eine andere Basis. Oder? Und die Basis die habe ich nur hier
Berggebiet gefunden, in der Natur, oder? Ist das auch das, was du gesucht hast, Roman? Du bist im Speicher aufgewachsen, bist Appenzeller, hast einmal Bauer gelernt und jetzt bist du da oben den ganzen Sommer, vom Morgen früh bis zum Abend spät, weit weg von jeglicher Zivilisation, oder? Ja, schönst für mich ist halt einfach, dass man am Morgen aufstehen kann. Man hat die Natur, eben, die schönen Sonnenaufgänge. Nachher kommst du raus, gehst deine Tiere melken, dann tust du den Käse selber verarbeiten und dann kommt ein Gast zu dir und du kannst sagen, ich habe das Produkt. Und das ist unser Produkt, das wir hergestellt haben. Und wenn man das weiss und das sieht, das ist einfach, der Käse ist ganz anders zu essen. Den hat Tina gemacht, he? Aus Heidelberg, ursprünglich. Hättest du mal gedacht, dass du so sättige Käse machst plötzlich? Ich habe im Leben nicht gedacht. Ich habe eigentlich, bevor ich auf die Alp gewesen bin, sogar gar keinen Käse gegessen. Was, komm. Ja. Und deckt sich die Erwartung mit dem, was du hier erlebst? Seit 2 Jahren bist du auf dieser Alp. Ja. Ja, ist wunderschön, sonst wäre ich ja nicht mehr wiedergekommen, ne? Ist es schwierig, Hirten zu finden? Sehr. Es ist vielfach so, dass die Vorstellungen sind nicht korrekt, die sind falsch. Die haben eine andere Vorstellung. Die wissen nicht, dass eine Alpwirtschaft wirklich Arbeit ist und eine strenge Arbeit. Das heißt, am Morgen früh auf, am Abend bist also wirklich keine Mühe zu schlafen. Oder? Du bist keine Schlafpille. Du bist einfach müde. Du bist immer unterwegs und bist auch besorgt und alles zusammen. Und die Vorstellung haben die Häufig nicht. Die haben immer das Gefühl, die Alp, das ist idyllisch, das ist schön. Und man ist da mit den Kühen und liegt da in der Matte, in den Blumen, Altblumen drin und alles zusammen. Aber die sehen die Arbeit nicht, oder? Und es ist eine strenge Arbeit, das denkt ihr. Aber man ist hier an einem wunderschönen Flecken von der Schweiz. Und zwar allein. Ich muss jetzt aber weiter. Noch auf die andere Seite der Passhöhe. Das ist die Napoleonbrücke auf der alten Passstrasse. Der Wasserfall ist nicht vom Napoleon. Boah. Schon wahnsinnig, was die Natur für eine Kraft hat. Und wenn man sich vorstellt, dass vor aber Millionen von Jahren sich die Alpen aufgefaltet haben und unter unglaublichem Druck und den Gas, die austreten sind, dass dann Bergkristalle entstanden sind. Jetzt treffe ich einen, den Erich Schneiderig, der ist Strahler. Und mit ihm versuche ich hoffe, dass es klappt, Bergkristalle aus dem Berg rauszuholen. Strahlen darf grundsätzlich jeder. Ohne irgendein Brevet. Und was man findet, darf man auch behalten. Wenn man etwas findet. Genau das ist nämlich das Knifflige daran. Für das braucht es viel Gespür und Kenntnis. Da irgendwo, glaubt der Erich, könnte es Kristall haben. Sicher sagen kann er das aber nicht. Was ist das bei dir? Ist das die Liebe zu den Bergen oder ist das ein Abenteuertrieb? Bist du ein Schatzjäger? Nein, die Strahlen kommt eigentlich vom Klettern von mir aus. Früher bin ich immer zu Berg gegangen. Und nachher habe ich einen Klettergarten gemacht für Kinder. Weißt? Und nachher habe ich da den Stölben weggeputzt und nachher sind ein paar Steine rausgekippt. Dann fand ich die ab. Da ist nicht um Kollegen einfach Kopf.
Und da sind ein paar Bergkristalle drin. Von dem Tag bin ich nie mehr geklettert, nur noch Strahlen. Ja. Und bist jetzt hierher gekommen und hast einfach die Felsformation angeschaut und hast gedacht, da muss etwas sein? Oder hast du das in einer Karte herauslesen? Nein, in der Karte habe ich jetzt nichts geschaut, aber ich bin hier durch. Und dann habe ich schon ein paar horizontale Bänder gesehen, da ist ja nichts los. Und somit ziehen die gerade von der horizontalen in die vertikale drin. Und da musst du immer schauen. Anzeichen sind vertikale Bänder. Immer vertikal. Und du meinst das da, so die weißen Sachen? Das ist nichts. So, das ist nichts, aber da? Ja, das ist gut, ja. Das geht jetzt vertikal. Also, dann fangen wir jetzt an zu buddeln. Ja. Und dann musst du immer, ja, wenn du eine alte Kluft siehst, kannst du immer schauen, die zeichnen immer gegen Norden, hier, in diesem Gebiet. Immer. Jetzt hier im Aber ist das Kreis. Zeug, das du von Vorfahren das Wissen mitbekommen hast? Oder ist das all deine langjährige Erfahrung? Und wie kommst du zu dem allem? Erfahrung ist schon. Aber mit Kollegen zusammen strahlen, solche, die schon Erfahrung haben. Da lernst du viel. Du musst einfach viel mit dem Auge und mit dem Ohr stellen. Und da kannst du schon lernen. Gell? So. Wem gehört der Kristall, der drinnen ist? Du siehst da. Wenn einer drin hat? Da ist Nick Hartmann draufgeschrieben aus 14. Hast du das gemacht? Also, Ja. Ich habe vorher gedacht, das sei ein Witz oder ein Zufall. Nein, das ist kein Witz. Das habe Jesus. das habe ich vorgestern gemacht. Ich gedacht, mal probieren, vielleicht ist da nichts drin. Gell? Das ist da. Also komm. Leben Gusle. los. Ja, fang du an von Gusle. Bitte Ja, sehr, weißt du du was? hast den Vortritt. In deiner Kluft. Ja, sicher, oder? Das ist aber eingerichtet packen. Und für uns die Spitze. Schau mal das an. Wir haben einen, tatsächlich. Mein erst gestrahlte Bergkristall. Hey, ist das schön? Ich habe also gerade einen Puls 180, sagt er sehr. Ja, ehrlich. Ja, sicher. Du bist einfach sehr gottlos Geduld, gell? Und so ein Kristall wächst immer so? Nicht so? In dieser Kluft fast immer so, ja, so Ach, recht schräg. So. Nein, es geht Auch in meiner Vorstellung habe ich immer das Gefühl, du schaust rein und dann stehen sie da wie Blümchen aufgereiht. Das ist im Granit ist das so. Im Granit, im Aare-Massiv, im Berner Oberland. Da. Grimsel, die grosse Genau. Grimsel-Kristallkluft, oder? Ich wollte aber noch mehr. Das Strahlen hat es mir angetan. Uiuiui. Jetzt. Ich glaube, wir haben im Fall den Jahrhundertpfund. Gell, Erich? Auch wohl fast. Kommt an uns. Wenn wir ihn freibringen. Wenn er nicht kaputt ist. Achtung. Sag mal. Unglaublich. Das ist ja irrsinnig schön. Ich glaube, wir haben den Jahrtausendfund gemacht. Und wir müssen die Sendung hier aufhören, weil besser wird es sicher nicht mehr. Danke bestens fürs Zuschauen. Nächste Woche der Abschluss dann von dieser Wunderland-Staffel mit dem finsteren Aarhorn. Schönes Wochenende. Tschüss. Juhu! So gut, hä? So schön. Zeig mal. In der nächsten Folge ist der Nick unterwegs im Lauterbrunnental und taucht ein in die Gletscherwelt vom Aletschgebiet. Da geht's jetzt weiter mit «Die Assistenzärzte». Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Migro-Label für regionale Produkte.